Ja, ich möchte dich auch ganz, ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen im Namen unseres Herrn Jesus. Erster Grund, warum wir hier zusammenkommen, wir wollen auf ihn schauen. Danke für die Lieder. Ja, es ist wirklich ein ganz besonderer Tag, dass wir wieder singen können. Das ist wirklich was Wunderbares, das Lob Gott entgegenzubringen. Sehr interessant, die Heilige Schrift fordert uns ja an vielen, vielen Stellen auf, dass wir Gott loben sollen und ganz bewusst auch mit unserem Singen. Es ist auch schön, dass wir als Pastoren so Kanzeltausch machen dürfen. Philemon ist jetzt bei uns in der FEG Bülach und nicht nur Kanzeltausch, sondern wir haben auch sonst Kontakt miteinander und auch heute werden wir heute werden wir gemeinsam auch Zeit verbringen miteinander nach diesen Gottesdiensten. Gottes Bund mit uns. Ich weiß nicht, woran ihr da denkt, welche Gedanken, Assoziationen da in euch hochkommen. Gottes Bund mit uns, wahrscheinlich der erste Gedanke ist der neue Bund, den Jesus Christus mit uns geschlossen hat. Das ist der Bund mit uns, das ist völlig klar, dass das im Zentrum steht, das werden wir auch in der Predigt merken. Aber vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, was ist ein Bund eigentlich? Warum schließt Gott einen Bund mit uns? Ist ein Bund ein Geschäftsvertrag, eine Geschäftsbeziehung, die da geregelt wird? Oder was ist ein Bund? Oder vielleicht fragen wir uns auch, wo hat Gott mit uns, die wir hier in der Schweiz sitzen, einen Bund gemacht? Und es ist interessant, mir geht es oft so, dass wenn ich so die ganz banalen, also das ist ja nicht banal, aber die einfachen Fragen, die wir vielfach als selbstverständlich voraussetzen oder als selbstverständlich betrachten, wenn wir diese Fragen dann in die Tiefe gehen, merken wir, das ist vielleicht alles nicht so klar, wie wir uns immer gedacht haben. Ich möchte heute also auf diese Fragen ein bisschen eingehen und wir wollen als Einleitung und als Orientierung einen Text aus dem Epheserbrief lesen und uns dann mit diesen Fragen etwas beschäftigen. Ich lese vor aus dem 2. Kapitel, Vers 11 bis 12. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Heiden dem Fleisch nach, also der menschlichen Abstammung nach, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wir sehen zuerst einmal in diesem Text, dass es mehrere Bündnisse gibt, von denen hier die Rede ist. Es ist also nicht nur ein Bund, den Gott geschlossen hat, sondern es sind mehrere Bündnisse. Und der Text zeigt uns auf den Unterschied zwischen Israel, dem Volk Gottes, und uns als Nicht-Israeliten, als Heiden, bevor Jesus gekommen ist. Und dieser Unterschied ist gewaltig. Der erste Punkt, den Paulus hier anspricht, das ist, dass Israel ein Bürgerrecht hatte. Und das heißt, da gab es eine Identität, da gab es eine Zugehörigkeit zu einem Volk. Und ja, wir kennen ja in der Schweiz auch die Problematik der Sans-Papiers, die keine Papiere haben, die offiziell kein Bürgerrecht haben, wie die herumschwimmen. Und das will er zum Ausdruck bringen. Die Heiden, die hatten keine solch klare Zugehörigkeit und Identität. Dann ist die Rede von den Verheißungen. Gott hat Verheißungen gegeben, weil er Bündnisse mit Israel geschlossen hatte. Und da haben wir schon einmal die erste Definition, was ein Bund ist. Gott gibt eine Verheißung, auf die man sich berufen kann, die Hoffnung schenkt. Und das ist jetzt schon der
nächste Punkt, die Hoffnung, die mit diesen Bündnissen also mitkommt, die in diesem Package drinsteckt. Eine Hoffnung, dass Gott in dieser Welt ist und dass das Volk Israel sich an diesen Gott wenden konnte. Und dieser Begriff, ohne Gott in der Welt, der hat mich schon beschäftigt. Das ist ein ganz dramatisches Bild. Wir Menschen in unserer heutigen Zeit sind uns ja dessen oft gar nicht so bewusst, was das eigentlich heißt. Wir leben in einer Welt der Sicherheiten. Die Schweiz als führende Versicherungsanbieter, die ganzen großen Versicherungen der Welt haben irgendwie in der Schweiz begonnen, scheint mir. Also eine Welt mit einem großen Sicherheitsnetz. Eine Welt mit Stärke, mit Kraft, mit Wissenschaft, mit Technik. Und wir sind uns oft gar nicht so bewusst, was es bedeutet, ohne Gott in dieser Welt zu sein. Siehst, so materialistisch bin ich schon geprägt von dieser Welt. Ohne Gott in dieser Welt zu sein, was das bedeutet. Wir glauben, wir haben das Leben im Griff. Jetzt vielleicht nicht wir hier persönlich, aber jetzt in unserer Kultur, wir haben das Leben im Griff und wir brauchen Gott nicht. Und doch weiß jeder Mensch, wenn er ehrlich ist, dass es Situationen gibt, wo das nicht mehr so selbstverständlich ist, dass wir unser Leben im Griff haben. Und nicht nur auf Einzelne bezogen trifft das zu, sondern auch auf die ganze Welt. Und das sehen wir jetzt vor unseren Augen. Wie wir in einer Welt leben, wo wir merken, nein, wir haben das Leben nicht im Griff. Auch die großen Männer und Frauen dieser Welt in der Politik, sie haben es nicht im Griff. Und alles andere wäre gelogen. Und in so einer Situation, wenn die ganze Schwachheit offenbar wird, dann merken wir, was es bedeutet, ohne Gott in der Welt zu sein. Die Heilige Schrift hat für die Welt immer wieder auch das Bild eines Meeres, eines tobenden Meeres. Und das ist das Bild, das wir uns vorstellen müssen, ohne Gott in der Welt zu sein, in einem riesigen, endlosen Meer mit Wellen und mittendrin ein kleines Menschlein. Hoffnungslosigkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Wir sehen es jetzt, dass Depressionen massiv zunehmen, dass Selbstmorde zunehmen, Angst, Panik greift um sich. Was ist unsere Hoffnung? Und hier sagt Paulus, die Hoffnung ist verbunden mit der Zusage Gottes. Weil Gott eine Verheißung gibt, weil Gott einen Bund aufgerichtet hat, deswegen gibt es Hoffnung, auf das können wir uns berufen. Und wir haben gelesen, es geht um die Bündnisse, es sind mehrere und ich möchte uns ganz kurz diese Bündnisse vorstellen, die die Heilige Schrift uns darstellt. Übrigens habe ich die Zettel mitgenommen von diesen Folien, das heißt, wen das interessiert, der kann gerne nach der Predigt dann so einen Zettel mitnehmen. Ihr müsst nicht jetzt irgendwie da aufschreiben oder fotografieren oder irgendwas. Der erste Bund, der klipp und klar erwähnt wird, das ist der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, im ersten Buch Mose Kapitel 9. Das ist der Bund, wo Gott zugesagt hat, dass er die Welt nie mehr durch eine Flut verderben wird. Und das ist ein Bund, den hat Gott der Menschheit gegeben, allen Menschen gegeben, auch dir und mir. Und das ist ein ewig gültiger Bund. Das hat Gott einfach so zugesagt und hat uns Menschen dieses Versprechen gegeben. Aber Israel hatte ja die Überlieferungen Gottes und sie hatten sozusagen diesen Bund schriftlich in ihren Schriften und der Rest der Menschheit wusste das vielfach nicht, obwohl man heute weiß, dass die Sintflut-Überlieferungen fast in jeder Kultur vorhanden sind. Das Zeichen dieses Bundes ist der Regenbogen.
Jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, dann wissen wir, Gott hat das zugesagt, er wird diese Welt bewahren. Eine wunderbare Aussage. Der nächste Bund, auch im ersten Buch Mose, ab Kapitel 12, da beginnt Gottes Geschichte mit Abraham, schon ein bisschen vorher, aber da wird es dann wirklich interessant. Gott schließt mit Abraham einen Bund. Und jetzt wird die Zielrichtung schon ein bisschen enger, denn Abraham ist ja der Stammvater des Volkes Israels. Und das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Und in diesem Bund verheißt Gott dem Abraham, dass er ein großes Volk werden wird. Viele von euch, die meisten von euch werden diese Begebenheiten, Berichte kennen. Dass er ein großes Volk werden wird, dass aus seinem Samen, aus seiner Nachkommenschaft Könige kommen werden, Herrscher kommen werden und auch ein Land wird ihm verheißen. Und ganz wichtig, der Segen Gottes, den Segen, den Gott Abraham zuspricht, dieser Segen soll durch den Samen Abrahams, durch die Nachkommenschaft Abrahams in die ganze Welt rausgehen. Also auch hier sehen wir, obwohl dieser Bund mit dem Vorfahren des Volkes Israel geschlossen wurde, die Zielrichtung ist die ganze Welt. Gottes Blick ist die ganze Welt. Es ist nicht ein Volk, sondern der Segen soll zur ganzen Welt kommen. Wir haben ungefähr einen zeitlichen Unterschied von 500 Jahren. Das schreckt mich immer wieder, wenn ich sehe, was das für lange Zeiträume sind, die zwischen diesen Bünden sind. Und jetzt kommt der nächste Bund, der ist wieder fast 500 Jahre später, schließt Gott nun einen Bund mit seinem Volk Israel durch Mose am Berg Sinai. Und das ist der Bund des Gesetzes und das Zeichen des Bundes sind die Gesetzestafeln, die beiden Tafeln, auf denen die 10 Gebote gestanden sind. Und in diesem Bund verheißt Gott, dass sein Volk ein Volk von Königen und Priestern sein soll. Gewaltig. Wiederum dieses Begriff des Königs, des Herrschers, aber auch eines Priesters, das ist jemand, der mit Gott Umgang hat und der eine Verbindung zwischen Gott und dieser Welt herstellt. Und dann heißt es, sie sollen eine heilige Nation sein. Das sind die 10 Gebote, die Richtlinie, die Orientierung, die Gebote sind für das Leben dieses Volkes. Und obwohl das eine Verheißung ist diese Verheißung dieses Bundes an eine Bedingung geknüpft. Und diese Bedingung ist die, dass Israel das, was Gott gesagt hat, halten muss, die 10 Gebote. Das ist die Bedingung, die Voraussetzung, damit diese Verheißung Gottes zum Tragen kommt. Der nächste Bund, wieder circa 500 Jahre später, ist nun mit David. Auch das ist ein ewiger Bund. Und jetzt wird es immer konkreter, immer enger sozusagen. In gewisser Weise enger, weil in gewisser Weise auch weiter. Dieser Bund ist mit David, mit dem König David aufgerichtet und die Verheißung ist, dass ein Nachkomme Davids, der Same Davids, wird der Weltherrscher werden, der Weltbeherrscher werden. Und es wird auf dem Thron Davids immer jemand aus seiner Nachkommenschaft sitzen und eben die Herrschaft über die ganze Welt haben. Wieder haben wir hier die ganze Welt drinnen. Obwohl der Bund innerhalb des Volkes Israel gegeben wurde, ist die ganze Welt im Blick Gottes. Das ist wunderschön. Zu diesem Bund ist mir kein Zeichen bekannt. Und so kommen wir bereits zum neuen Bund, den Jesus gestiftet hat, den Jesus aufgerichtet hat. Die Zeichen sind Brot und Wein, das sind die Zeichen, die wir auch im Abendmahl zum Ausdruck bringen, zeigen, nutzen, Anteil haben an Brot und Wein. Und über diesen neuen Bund werden wir dann noch ein bisschen ausführlicher
sprechen, aber das sind die Bündnisse Gottes. Und in diesen Bündnissen verbürgt er sich mit seinem Wort. Er gibt eine Verheißung und zu dieser Verheißung steht Gott. Und von daher sehen wir, das ist alles andere als Theologie, als theoretisch, denn Gott hat gesprochen. Und wenn Gott gesprochen hat, dann trifft das zu und dann gilt das und es gilt auch für dich und für mich. Aber jetzt kommt die Frage, warum braucht es einen neuen Bund? Die sind ja toll, diese Bünde. Die haben ganz klare Verheißungen. Warum braucht es einen neuen Bund? Und da möchte ich mit uns eine Stelle aus dem Hebräerbrief lesen. Der Hebräerbrief handelt ganz, ganz stark über diesen neuen Bund und über die Notwendigkeit des neuen Bundes. Ein Brief, den ich euch ganz eng ans Herz legen möchte. Ganz ein wichtiges Buch im Neuen Testament, wo wir verstehen viele Dinge, die uns im Alten Testament gegeben sind. Und ich lese nur ganz wenige Verse jetzt vor. Da lesen wir im 8. Kapitel ab Vers 6, jetzt aber hat er, nämlich Jesus, einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet worden ist. Denn wenn jener erste Bund tadellos gewesen wäre, also vollkommen gewesen wäre, so wäre kein Raum für einen zweiten gesucht worden. Und an der Stelle muss ich sagen, die Verheißung des neuen Bundes war bereits im Alten Testament. Bereits im Buch Jeremia hat Gott diesen alten Bund vorausgesagt, angekündigt. Also bereits damals war klar, da kommt noch was. Und jetzt dann Vers 13. Indem er von einem neuen spricht, nämlich neuen Bund spricht, hat er den ersten für veraltet erklärt und dieser Bund hat sich überlebt. Warum braucht es einen neuen Bund? Der Grund ist der, dass dieser alte Bund, und damit ist gemeint der Bund am Sinai, der war nicht vollkommen. Er sagt, wenn er tadellos gewesen wäre, dann bräuchte es keinen neuen, aber er war eben nicht vollkommen. Und wir müssen hier sehr aufpassen als Christen und als neutestamentliche Christen, dass wir nicht diesen Bund, wie soll ich das sagen, als schlecht abtun. Er war nämlich nicht schlecht. Er war gut, sagt Paulus. Das Gesetz ist gut. Aber er war unvollkommen in der Weise, dass das Volk Israel ihn nicht gehalten hat. Das war nämlich die Bedingung. Und darum war der Bund unvollkommen, weil die Bedingung, die Gott gegeben hat, konnte das Volk nicht halten und Israel ist in schwere Sünde gefallen. Götzendienst, Hurerei, Mord, Totschlag, Menschenopfer, furchtbarste Sünden, alle Sünden, die die Völker um Israel herum begangen hatten, hatte letztlich auch Israel begangen. Und Gott wollte doch ein heiliges Volk haben, das abgesondert ist von den anderen Völkern. Aber jetzt sehen wir, das Problem ist nicht der Bund an sich, denn wie Paulus sagt, das Gesetz ist gut, sondern der Mensch. In dem Fall das Volk Israel. Das Israel ist ja wie ein Bilderbuch. Israel ist ja wie die Geschichte der Menschheit wird anhand des Volkes Israel dargelegt. Also wenn wir kritisch über Israel reden, dann nicht aus einem Antisemitismus heraus, sondern wir müssen uns hier hineinnehmen. Also übrigens Antisemitismus wird ja vielfach gesagt, dass die Juden sind die Jesus gekreuzigt haben. So nach dem Motto, wir haben damit nichts zu tun gehabt. Stimmt ja gar nicht. Also wenn man die Evangelium genau liest, dann sieht man, dass auch ein Pontius Pilatus, der ein Römer war, eine Verantwortung gehabt hat für den Tod Jesu, als Repräsentant der Heiden sozusagen. Und auch wir sind in unserer Rebellion gegen Gott, sind wir nicht anders als Israel und haben den Tod Jesu mit verursacht, sagt die Heilige Schrift. Zurück zum Bund. Der Bund war gut, der Mensch war schlecht. Und der Bund, die Gebote, konnten den Menschen nicht verändern.
Der Mensch ist der gleiche geblieben. Mit Ach und Krach hat er vielleicht gerade einmal ein Gebot geschafft und dann ist er wieder gefallen und hat wieder gesündigt. Darum war zum Beispiel auch in diesem Bund ein kompliziertes System mit Opfern, wo man für eine Sünde ein Opfertier darbringen konnte, ein Sühneopfer darbringen konnte, weil Gott schon eingerechnet hat die Unvollkommenheit des Menschen. Aber auch diese Opfer konnten den Menschen nicht verändern. Nach einem Opfer kam es sehr häufig wieder zu neuen Sünden. Das heißt sehr häufig, regelmäßig müssen wir sagen, wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Und wie kommt man aus dieser Tragödie raus? Und das ist ja auch das, was Paulus dann beschreibt, dass er sagt, nicht was ich will, das tue ich, sondern das, was ich hasse, das übe ich aus. Und uns geht es ja vielfach ähnlich, dass wir sagen, ja, ich nehme jetzt dieses und jenes vor und ich habe jetzt erkannt, ich soll die Bibel lesen und dann habe ich ein Programm, jeden Tag ein Kapitel oder die ganz eifrigen 3 Kapitel. Und nach 2-3 Wochen merkst du, ich bin schon hinterdrein. Also auch wenn wir es wollen, können wir Gottes Gebote nicht halten. Und das macht diesen Bund unvollkommen. Und das ist tragisch. Gott hat sich dann von Israel auch abgewandt. Gott hat Israel gerichtet. Sie sind ins Exil gekommen. Auch dann, als sie aus dem Exil zurückgekommen sind, sind sie fremdbeherrscht gewesen, immer und immer wieder. Auch als Jesus in die Welt gekommen ist, war Israel von den Römern beherrscht, fremdbeherrscht. Und man hat gehofft auf den König, den verheißenen König, dass er Israel befreien wird. Und so wie Gott Israel hingegeben hat, gibt Gott auch die Menschen hin, die von ihm nichts wissen wollen. Und das ist die Tragödie, in der wir Menschen uns befinden. Und das zeigt auch die Unvollkommenheit eben dieses sogenannten Alten Bundes. Aber, und das ist das Aber Gottes, Gott liebt die Menschen. Gott lässt es nicht dabei bewenden, dass ein unvollkommener Bund den Menschen ins Verderben reißt. Gott liebt die Menschen und das heißt, so auf diese Art und Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Gott liebt die Welt und Gott stiftet einen neuen Bund in Jesus Christus. Der neue Bund, den Jesus aufrichtet. Und jetzt wollen wir unser Schema hier vervollständigen. Und jetzt sehen wir, ich möchte zeigen, wie all diese Bündnisse des Alten Testamentes, die wir im Alten Testament finden, wie sie auf Jesus münden. Der Bund mit Noah hat seine Erfüllung in Jesus Christus. Jesus wird einmal im 1. Petrusbrief als mit der Arche Noah verglichen. Also die Arche Noah ist ein Typus, ein Vorbild auf Jesus. Und was hilft es uns, wenn Gott keine Flut mehr über die Welt bringt und wir trotzdem in unserer Sünde verloren sind? Und deswegen braucht es Jesus. Er ist die wahre Arche Noah und in ihm kommt dieser Bund zur Erfüllung. Aber auch der Abrahams-Bund kommt in Jesus Christus zur Erfüllung, denn die Verheißung war, dass der Same Abrahams zum Segen für die ganze Welt werden wird. Und wer ist denn der Same Abrahams? Paulus sagt klipp und klar im Galaterbrief Kapitel 3, liest die Verse dann vielleicht zu Hause nach, Jesus Christus ist der Same Abrahams. Und in ihm ist all das erfüllt, was Gott dem Abraham zugesagt hat. Das heißt, die Erfüllung des Abrahams-Bundes liegt nicht im Volk Israel, sondern liegt in Jesus. Das ist ganz wichtig, dass wir das nachvollziehen können. Und durch Jesus kommt der Segen Abrahams zu allen Nationen. Das ist das Evangelium im Neuen Testament.
Dann der Mosebund. Das ist uns wahrscheinlich näher, dass der Mosebund, der Sinai-Bund, in Jesus Christus erfüllt wird. Ich habe schon den Hebräerbrief erwähnt, der schreibt davon, dass Jesus das vollkommene Opfer ist, das bessere Opfer ist. Und dieser ganze Opferdienst des Alten Testamentes weist auf Jesus hin, auf den Kreuzestod Jesu, in dem die Sünde der Welt vollkommen beseitigt wird. Das Kreuz von Golgatha ist das wahre Opfer. Jesus oder Paulus sagt dann in der Überlieferung über das Abendmahl: Dieser ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, sagt Jesus. Dieser ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Und natürlich ist der Hinweis auf das Blut der Opfertiere. Aber auch der Davidsbund ist in Jesus Christus erfüllt, denn Jesus ist genauso wie er der Same Abrahams ist, auch der Same Davids. Überlegt einmal, wie die ersten Worte des Neuen Testamentes sind. Dies ist die Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das ist gewaltig. Da nimmt jetzt der Schreiber Bezug auf diese Bündnisse, die Gott gesprochen hat und die in seinem Sohn Jesus Christus zur Erfüllung kommen. Und so kommen wir zum neuen Bund. Alle Bündnisse weisen auf den neuen Bund hin. Und dieser Bund ist nicht mehr unvollkommen, weil er ist nicht mehr abhängig von unserer Schwachheit. Er ist nicht mehr abhängig von unserer Sündhaftigkeit. Sondern einerseits hat Gott durch das Opfer Jesu alle Sünden vergeben. Aber der Hebräerbrief sagt auch, Gott hat das Gesetz in unsere Herzen geschrieben. Übrigens eine Verheißung auch bereits in Jeremia. Gott schreibt das Gesetz in unsere Herzen. Das heißt, es ist nicht mehr nur ein toter Buchstabe, sondern es ist etwas, was Teil meiner Persönlichkeit geworden ist. Etwas, was ich will. Ich liebe Gottes Gesetz. Es ist nichts Fremdes, nichts Fernes mehr. Das heißt, Gott verändert mich. Das ist gewaltig. Alles, was der alte Bund nicht konnte, kann der neue Bund machen, weil durch das Opfer Jesu, dadurch, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, wir neue Menschen, eine neue Schöpfung werden in Christus Jesus. Und das Dritte, was dann der Hebräerbrief sagt, ist, durch den neuen Bund werden wir tatsächlich zum Volk Gottes. Das ist eine ganz wichtige Verheißung, weil wir den Beginn der Heiligen Schrift sehen, wo der Mensch mit Gott in Gemeinschaft ist, im Garten Eden. Und am Ende wiederum sind wir Menschen mit Gott in Gemeinschaft. Es gibt keinen Tempel mehr im neuen Jerusalem, der uns von Gott trennt, sondern es ist offen, eine offene Beziehung zwischen uns Menschen und Gott. Das ist der Bund, eine einseitige Zusage Gottes, eine Verheißung Gottes. Und die einzige Bedingung ist die, dass wir an Jesus Christus glauben. Indem wir unser Vertrauen auf ihn setzen und bekennen und sagen, ja, das brauche ich. Das ist das Einzige, was es braucht, damit wir Anteil bekommen. Und jetzt kommen wir zu unserem Ausgangstext zurück aus dem Epheserbrief. Wir haben gehört, was damals war. Und jetzt sagt Paulus, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Und dann in Kapitel 3 sagt er, die Heiden sollen nämlich Miterben und Miteinverleibte oder Mitleib, also Teil dieses Leibes sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also einst und jetzt. Das ist die
Botschaft des neuen Evangeliums. Das ist das Evangelium, können wir sagen. Das Evangelium ist die Botschaft, dass wir Heiden Anteil an den Bündnissen Gottes bekommen haben. Wer sagt, früher wart ihr ohne dem? Ohne Gott in der Welt, ohne Christus, ohne Hoffnung. Ja, und ich komme zurück zu dieser Hoffnungslosigkeit, die wir vielfach erleben. Wir sehen die Problematik in dieser Welt, in der wir jetzt leben, Maßnahmen, Lösungsvorschläge und man merkt Schritt für Schritt, wie all die Vorstellungen, wie man die Dinge in den Griff bekommt, wie sie den Bach runterrinnen. Und die aktuelle Frage ist, was ist mit dieser Impfung genau? Wird sie uns retten? Und ich muss sagen, ja, vielleicht. Aber es ist ja alles andere als klar. Alles andere als klar. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir eine Zusage Gottes haben. Die Zusage Gottes steht, er wird diese Welt bewahren. Die wird nicht untergehen. Er bewahrt diese Welt, er hat es zugesagt. Dann hat er den Segen zugesagt, Segen, der durch den Samen Abrahams zu allen Nationen gehen soll. Geschwister, Segen. Es ist nicht ein Abdienen sozusagen, bevor wir dann endgültig im Himmel sind. Es ist ein Segen, den Gott uns schenkt, der jetzt da ist. Ein Segen, der höher ist als körperliche Gesundheit. Sehr, sehr wichtig. Ein heiliges Volk. Wir können ein heiliges Volk sein. Wir können ein heiliges Volk sein. Und in Jesus Christus haben wir einen König. Einen wirklichen König, einen wirklichen Herrscher. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und das ist unser Herr. Das ist unser Herr, der auferstanden ist und der lebt. Und zu diesem Glauben laden wir ein. Genau zu diesem Glauben laden wir ein. Und ich wünsche es mir, dass wir einerseits selber immer wieder neu von diesem Glauben belebt werden, voller Hoffnung werden, voller Freude werden, aber auch, dass wir Hoffnungsträger werden. Dass wir als Glied am Leib Christi den Segen Abrahams, die Hoffnung weitertragen. Das ist den Wunsch, den ich habe. Das ist auch das, was ich euch zusagen möchte. Wir sind in Jesus Christus geborgen durch den neuen Bund. Und wir können die Hoffnung hinaustragen. Amen. Und ich möchte noch gern beten zum Schluss. Ja, es ist gewaltig, wenn wir betrachten, wie du die Welt liebst. Es ist gewaltig zu sehen, du hast in diese Welt hineingesprochen. Du bist nicht in der Ferne der Ewigkeit geblieben. Etwas, was zugänglich ist für uns, sondern du hast in diese Welt hineingesprochen durch deinen Sohn Jesus Christus. Er ist gekommen in diese Welt und du hast die Welt so geliebt, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Dafür preisen wir dich. Und ich bete darum, dass wir als Kinder Gottes diesen Bund, diesen neuen Bund verinnerlichen, in diesem neuen Bund leben, uns in diesem neuen Bund freuen. Ich bete für diese Gemeinde, dass diese Gemeinde hier Licht ist, in Embrach und Umgebung, im ganzen Embracher Tal und Hoffnungsträger. Danke, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, durch den wir die Zuversicht haben. Amen.